Ja, hallihallo und herzlich willkommen zu einer kurzen, kleinen Mitteilung. Und zwar, ich bin wieder mal so dumm gewesen und habe aus Versehen eine Folge gelöscht. Es ist so abgelaufen, dass mein PC irgendwie keinen Speicherplatz mehr hatte. Ich habe unbedingt meine Sachen löschen und habe aus Versehen ein Video, das ich nicht beschrieben habe, gelöscht. Und das wäre eigentlich das nächste gewesen. Ich würde euch natürlich jetzt gerne zeigen, was wir genau gemacht haben. Das Problem ist, ich habe ein paar Folgen natürlich voraus aufgenommen. Was bedeutet es, wenn ich euch das jetzt zeigen würde, dann würde ich euch spoilern, und zwar um etwa 3-4 Folgen, und das wollte ich natürlich nicht. Darum erkläre ich ganz kurz, was ich gemacht habe, und zwar, wir haben einfach weiter puddelt. Wir haben puddelt und noch mehr puddelt und haben eigentlich versucht, den Anfang vom Fundament zu bauen von unserem neuen Projekt, unserem Kuhstall. Und in der nächsten Folge, also in der Folge, die ihr jetzt seht, gerade im Anschluss, wenn es weitergeht, seht ihr dann das Fundament, das steht. Also eigentlich ist wirklich nicht viel Spannendes passiert, außer das hauptsächlich Gebuddeln und probieren ein bisschen die Umgebung geschmeidiger auszusehen lassen. Und ja, ich würde sagen, in dieser Folge sehen wir dann, wie ich das Ganze wieder abbaue und weitermache und wie wir weiterhin den Kuhstall aufbauen. Also das Wichtigste haben wir natürlich noch. Aber ich danke noch vielmals fürs Zuhören. Es tut mir leid, dass es schon wieder passiert ist. Ich bin einfach dumm. Aber ich lerne es noch. Ich lerne es noch, dass das nicht mehr passiert. Also, ich wünsche euch viel Spaß in der Folge. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns im Bau von unserem Kuhstall. Und ich habe mir natürlich ein paar kleine Gedanken dazu gemacht. Ich bin ein bisschen informiert, wie man das am besten machen könnte. Und ich habe mich dafür entschieden, etwas komplett anderes zu machen. Und zwar brauchen wir dafür mindestens ein bisschen mehr Stein. Und den Rest haben wir eigentlich mit dabei. Ich werde das Ganze nochmal schon ein bisschen umbauen. Ich hoffe, unsere Axt sollte eigentlich ausreichen dafür. Aber ich denke, so werden wir das im Großen und Ganzen so anbekommen, wie ich das mir vorstelle, so in meinem Kopf drinnen. Für das würden wir jetzt das aber nochmal wirklich komplett alles abbauen. Dann würden wir nochmal ein komplett neues Fundament machen. Und dann würden wir das nochmal komplett ein bisschen anders gestalten. Weil mir persönlich gefällt das so nicht, wenn ich das so vorgehe. Ich habe aber zuerst vorgehabt, dass wir da mehrere Fächer machen, überdacht, gegen Führer, vorne offen und dann Zaun drumherum. Aber irgendwie ist das in meinem Kopf drinnen nicht so, wie das sollte sein. Es sollte nicht so aussehen, wie ich... Ja, es sieht nicht so gut aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Darum habe ich gedacht, bauen wir das Ganze nochmal schnell ein bisschen anders, also es nochmal ein bisschen umbauen. Und ich denke und hoffe, dass wir das einigermaßen gut anbekommen, einen wunderschönen Kuhstall anzubauen. Also die Folge, dass wir sich mal das komplette Fundament bauen, also den kompletten Grundriss. Beim nächsten Mal dann komplett alles schön ausdekorieren, wie auch immer. Wir schauen uns das mal an, wie lang und wie schnell ich bin. So, ich würde sagen, wir brauchen für das am besten jetzt bauen wir es einfach mal ein bisschen anders. Jetzt bauen wir alles ein bisschen anders. Und zwar würde ich sagen, wir fangen wieder da an. So, dann machen wir 1, 2, 3 Baumstumpf. 1, 2, 3 Baumstumpf. 1, 2, 3 Baumstumpf und 1, 2, 3 Baumstumpf. So hätten wir nämlich schon mal ein gutes Fundament, oder? Wir gehen nicht zu weit gegen Führer dann nachher, wegen dieser Stelle hier hinten. Jetzt ist sogar die Frage, ob wir es noch ein bisschen gegen weiter einen hätten wollen stellen, also wir es noch ein bisschen gegenüber tun. Würde sogar wahrscheinlich noch ein bisschen besser aussehen. Wir schauen uns das mal von der Weite an. Wir können es ja noch sonst noch mal... Komm, wir tun es noch ein bisschen versetzt anstellen. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ausser wir wollen noch mal eine Reihe mehr anhängen. Das können wir natürlich auch machen. Dass wir jetzt sagen, wir machen noch mal eine Reihe mehr. Das können wir natürlich auch machen. Dann kommen wir nämlich automatisch auch noch ein bisschen weiter gegen raus. Ich würde sagen, das passt. Das passt, komm. Wir müssen es nicht übertreiben, dass es genau in Dinge nicht passt. Mir passt halt nicht, weil es da nicht so wie sagt man dem, nicht so synchron aussieht. Also, dass ich da jetzt mehr Platz habe als dort, weniger Platz habe als dort. Das gefällt mir jetzt halt ein bisschen nicht. Aber im Großen und Ganzen lassen wir es mal so. Wir lassen es einfach mal so. So, dann würde ich mal sagen, wir machen mal ein paar Gartenzäune an. Und zwar, um einfach zu schauen, dass wir das einigermaßen gut anbekommen. Die Frage ist, wie weit ausmachen wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ich denke, mit 5 sind wir schon mal gut dran. Weil nachher, wenn wir ja da noch einen Zaun gegen rausziehen, das heisst, wir machen jetzt hier nochmal ein Blöckchen an, dann machen wir da nochmal schon 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt machen wir das eben, wie ich das eigentlich vorgehe. Wir machen mehrere Kammern, aber wir bauen jetzt einfach ein bisschen anders an. Und zwar bauen wir jetzt wirklich eben zuerst mal ein paar Grundrisse
In der Hoffnung, dass ich das einigermaßen gut anbekomme, dass das dann auch gut aussieht. So wie ich mir das etwa vorstelle. Dann machen wir dann nochmal so einen an. Ich habe noch überlegt, eben, ob Eichenholz oder das andere Holz. Das Fichtenholz, aber ich habe mich für das Eichenholz entschieden, weil mir gefällt einfach das Eichenholz im Großen und Ganzen einfach ein bisschen mehr. Da müssen wir dann eben noch schauen wegen dem Boden unten durch, aber das können wir ja, glaube ich, alles dann noch gegen den Schluss zu machen. Dann können wir eben noch schauen, dass wir noch Heu reinsetzen, eben jetzt da jetzt noch Kohlen über, dass wir dann einfach schauen, dass wir das Zeug dann noch gut abbauen. Wie lang sind wir jetzt gegangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich denke, das wird lange, weil jetzt haben wir da nämlich die Position, wo wir da gegen führen können und dann denke ich, sieht das auch besser aus und nicht so eingequetscht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und sonst müssen wir dann schauen, dass wir da noch ein bisschen Erden abbuddeln und dann sollte das im Ganzen eigentlich auch gut aussehen. So, dann würde ich sagen, dann versuchen wir da mal ein bisschen zu erhöhen. Und zwar machen wir 1, 2, 3. Dann erhöhen wir auf 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sorry, dass ich mir so laut mitzählen muss. Es hat aber noch mit zu tun. Ich bin recht ein vergesslicher Mensch oder übersehe dann plötzlich etwas und ich wollte eigentlich schauen, dass ich von Anfang an ein bisschen korrekt baue. So. Dann wir da alles auf 3 erhöhen. Voilà. So, und ich denke, so wie ich das jetzt vorhabe, wird das auch einigermaßen besser aussehen, als so wie ich es beim letzten Mal vorgehabt habe. Jetzt habe ich halt direkt von Anfang an noch ausgefüllt. Das heisst, beim anderen letzten Mal haben wir noch anders probiert. Jetzt fülle ich halt direkt auch aus. Damit ich auch weiss, wie ich das im Gesamten haben will. Weil da würde ich jetzt eigentlich nochmal so einen Strich durchziehen. Dass wir das sonst gerade mal schnell machen. Dann müssen wir uns halt jetzt schon gerade ein bisschen um Dekoration kümmern. Aber ich denke, das wird noch ein recht cooler Kuhstall, wenn ich das gerne machen würde. Und dann füllen wir da einfach noch mit denen aus. Damit sie dann auch noch ein bisschen Aussicht haben. Also ich habe vor, also normalerweise, man könnte natürlich jetzt auch dazu machen. Oder dass wir immer sagen, hey, wir machen jetzt so, zack, 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 zack. Und jetzt machen wir da einen Zaun rein und da drinnen bleiben Kühe und wir tun drüber Kühe rein tun. Aber ich will ein bisschen offen lassen. Ich will ihnen die Möglichkeit geben, dass ich sagen, hey, ich habe Lust da reingehen, ich habe Lust da reingehen. Darum machen wir dann nachher, dann ziehen wir da außen noch einen Haken eigentlich wo sie draussen frei rumlaufen und sonst reingehen, sich vergnügen, wie sie es gerne würden machen. Dass wir das eigentlich offen lassen. Oh, nein, falsch. So, dann machen wir dann mal die Dekoration schon fertig. Sohle. Dann denke ich, dann kommt das schon mal gut. Ich würde sagen, wir kümmern uns ums Dach. Jetzt haben wir das Problem. Ja gut, wir könnten das jetzt mit dem Fichtenholz machen, dass wir mit dem da ein bisschen aufbuddelt. Und zwar, jetzt muss ich überlegen, wenn ich das Dach nochmal machen will. Beim letzten Mal bin ich schon ein bisschen gescheitert. Jetzt sollte ich schauen, ob ich es das mal vielleicht besser anbekomme. Und jetzt habe ich sogar nicht die falschen Blöcke in der Hand. Ich wollte es nochmal mit den halben probieren. Ich wollte es wirklich nochmal mit den halben Blöcken probieren. Also mit den Stegentrittblöcken gesagt, weil mich wundert, ob ich das mit denen irgendwie gut anbekomme. Und zwar irgendwie so. Wir halt wirklich ausprobieren. Jetzt ziehen wir mal da einen gegenüber. Wir schauen mal, wir haben jetzt hier Zweierfläche. Sonst schauen wir immer, dass wir so eine Zweierfläche, dann gehen wir auf 3 und dann so. Dann hätten wir da wieder eine Dreierfläche. Sehe ich jetzt das richtig? 2, 2, 2, 2 und dann so. Kommt das etwa gut? Schauen wir uns das mal an. Sieht nicht einmal so schlecht aus, besonders weil es halt wirklich ein bisschen... Aber es ist immer so Zweierfläche, 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 oben. Und da hinten könnte man jetzt eigentlich noch eins gegen raus machen. So. Nein, das können wir nicht machen. Das können wir eindeutig nicht machen. Aber ich würde sagen, wir füllen jetzt eigentlich das ganze Haus mal so zu. Probiert mal, ob das gut kommt. Mir gefällt es irgendwie nicht. Mir gefällt das irgendwie nicht. Ich muss das noch mal ein bisschen anders gestalten. Ich muss das noch mal ein bisschen anders gestalten. Jetzt müssen wir halt gut überlegen, wie wir es machen. Mir gefällt das halt einfach allgemein auch nicht, weil es da dann so drauf geht. Wir können natürlich überlegen, dass wir das noch mal ein bisschen anders machen. Für das müssen wir aber noch mal schnell alles abbauen.
So, da. Ja, die liegen jetzt alle im Boden. Jetzt muss ich das... So, da. Gut, dass wir das einfach noch alles einsammeln, weil wir haben nicht en masse, aber wir haben sicher genug zum Stall zu bauen. Und zwar... einfach einen oben drauf. Einen hinten. Oh, jetzt bin ich mit der Voller am Bauen. Oh, ich nudle. Ich nudle. Ich nudle, bin schon wieder mit der Voller am Bauen. Ich will mit der Stegen. Zack. Einmal raus. So. Jetzt können wir ja mal den unteren zum Beispiel abbauen. Geht das überhaupt, wenn ich nur den unteren abbauen will? Das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Nein, das geht nicht. Das geht nicht. Wieso geht das nicht? Das Dach, das wird noch eine Herausforderung. Also, ich muss sagen, so Grundriss gefallen mir schon mal, wie wir es gemacht haben. Das Dach, das wird noch problematisch. Das Dach, das wird noch eine Problematik, die wir werden haben. Aber ich würde mal sagen, vom Grossen und Ganzen sieht es schon mal gut aus. Also du kannst da vorne werden wir dann eben noch so Zäune gegen rausziehen. Dass wir dann sagen, hey, wir machen da noch so einen kleinen Vorplatz. Das mache ich aber am Schluss, damit wir etwa können schauen, dass es auch schön aussieht. Dann machen wir da so ein bisschen noch einen Platz geführt. Dann können sie draussen rumlaufen, die rumlaufen, wie sie wollen. Den ganzen Boden müssen wir natürlich noch umändern. Da kommt dann Wiesen oder Stroh rein. Das können wir uns dann noch entscheiden. Aber das Wichtigste, was wir jetzt schon mal mitmachen, ist, wir müssen eine Runde schlöfeln. Wir müssen schlöfeln. Wir können nichts dagegen machen, es wird Abend. Es wird Abend. Eben, also eigentlich habe ich gesagt, normalerweise würde ich jetzt auf friedlich stellen, damit wir in Ruhe bauen können. Aber im Großen und Ganzen gefallen mir eben die kleinen Unterbrechungen. So kann ich mir nochmal überlegen, wie ich das genau machen will. Aber ich würde jetzt zuerst mal sagen, gut Nacht. Oh, falscher Knopf. Ich bin aus Versehen rausgefallen. Oh, Jägerli, sorry. Wir haben alles mit dabei. Haben wir eigentlich noch mehr Treppen oder so gehabt? Ein paar Hölzer. Warte doch, da haben wir sogar noch ein paar. Die nehmen wir auch gerade mit. Und dann probieren wir jetzt mal ein sanft, schönes Dach anzubekommen. Ein sanft, schönes Dach. Das wird eine richtige Herausforderung. Dächer bauen ist einfach eine Herausforderung schlechthin für mich. Probieren mal von oben bauen, wenn wir das schon können. Ich will es aber irgendwie wirklich so bauen. So 2. Irgendwie so. Wenn wir das mal durchgehen, machen wir mal schauen, was passiert. Wieso kann ich bei dem jetzt den letzten untere abbauen, aber bei dem kann ich das nicht. Bei dem wirst du den ganzen abbauen. Mega speziell. Mega speziell. Okay, wir probieren jetzt einfach mal mal durchgehend. Mal schauen, ob das gut kommt. Sonst können wir das immer noch mal... Ich muss noch eins höher. Wenn wir sowieso wahrscheinlich noch mal ein paar Stufen machen. Wir haben viel zu wenig, aber die Werkbank ist auch gerade um die Ecke. So, dass wir das irgendwie so überbauen. Sieht einfach von der Seite her, habe ich das Gefühl, ein bisschen strange aus. Aber wir machen jetzt zum Beispiel einfach mal ein Fach voll. Also, dass wir jetzt einfach mal ein Fach füllen und dann können wir immer noch entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Jetzt muss ich schon schauen, müssen wir das überhaupt... wie mache ich halbe? Wie mache ich schon wieder halbe? Einfach 3 Einreihen. Okay. Zack, zack. Komm, nehmen wir gerade so. Dann nehmen wir nämlich ein paar parat, weil ich habe wirklich vor, das Dach sowieso aus Stegen zu bauen, was für mich heisst, wir können da wirklich genug machen. Und jetzt lohnt sich aber auch der Zaun, den wir gemacht haben, wo wir eigentlich wollen, die Villager benutzen. Den können wir jetzt nämlich schön da benutzen. Dann schauen wir mal, ob das gut kommt, wenn ich das will. Schauen wir mal, ob das gut kommt. Da irgendwie jetzt noch eins gegen oben so, dann haben wir immer so Zweierplätze, oder? Ja, blöd gesagt schon. So. Nein, das ist jetzt zu weit oben. Das ist jetzt drüber. Geht nicht. Das Dach bauen wird wirklich noch eine Herausforderung. Jetzt hoffe ich, dass das mal einigermaßen gut aussieht, was wir da planen. Jetzt müsst ihr aber noch unten dran das bauen, sonst sieht es nicht gleichmäßig aus.
Nein, falsch. Jetzt nimmt es wahrscheinlich wieder den ganz weg, oder? Jawohl. Habe ich jetzt gerade einen ganz anderen da? Ich nudle. Ich absolute Nudle. So. Kommt das da an? Jetzt schauen wir uns das mal schnell von außen an. Genau, jetzt müsst ihr aber da unten nochmal schnell eins auffüllen. Und da noch eins auffüllen. Da und da. Sieht nicht gut aus, es gefällt mir nicht. Ausser wir machen da nochmal schon eins so gegen raus. Vielleicht ändert das noch ein bisschen etwas an der Situation, aber ich gehe nicht davon aus. Doch, es ändert schon wieder etwas. Nur schon wenn wir so ein bisschen drüber gehen, sieht es nicht so eingequetscht aus, aber mir gefällt es trotzdem noch nicht so ganz. Aber wie mir das könnte anfangen gefallen, ist, wenn ich da unten nämlich nochmal eine Reihe machen. So in dieser Art. So irgendwie. Das könnte mir natürlich noch gefallen. Das könnte mir natürlich noch gefallen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir die da hinten trotzdem noch einstufig machen. Aber ich weiss nicht, ob das gut kommt. Wir probieren es mal aus. Habe ich keine Axt mehr. Mann, muss ich nachher noch schnell eine Axt machen. Ich habe aber nicht gedacht, dass wir jetzt so viel Holz wieder abbauen müssen. Ich dachte, ich bringe das schneller an. Schneller und besser als das Dach, was ich gedacht habe. Aber irgendwie will das doch nicht so ganz. Und zwar, dass wir irgendwie, jetzt würden da hinten eins machen und da oben, wenn wir das irgendwie so würden probieren. Zack, zack. Und dann einfach so oben drauf noch. Die Gümpeln da, jetzt ist noch das Hölzchen für. So und dann so. Hat das was? Es hat was. Es ist jetzt nicht gerade weltbewegend. Aber ich finde, es sieht irgendwie gut aus. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit. Da innen durch könnte man ja eigentlich die da wegnehmen, die Aussenste. Und dann würde es. Nein, komm, wir lassen sie so. Würde ich jetzt mal sagen. Und da können wir ja nochmal den so. Da können wir ja dekorieren nochmal. Komm ab bei dir! Da könnten wir ja nochmal dekorieren und dann so füllen. Oder so Glowstone rein machen. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, dass wir da oben Glowstone rein machen, damit es immer ein bisschen Licht drin hat. Komm, ich mache mal schnell nochmal einen Axt. Ich habe kein Eisen dabei, oder? Nein, ich habe nur 3 Schaufeln, die wir jetzt gerade momentan nicht brauchen. Ach, Jägeli. Aber ich glaube, das Dach kommt schon mal nicht schlecht. Wenn wir uns jetzt das mal von da anschauen. Ja, irgendwie kommt's. Irgendwie kommt das schon. So, wir brauchen nochmal schnell eine Axt, für das wir da rein. Zack. Axt weiss ich langsam auswendig. Juhu, ich habe etwas auswendig gelernt, aber wir haben gar kein Hölzchen mehr, dann bringt es nichts. Zack. So, ich weiss, wie man auswendig eine Axt macht. Ich bin stolz auf mich. Also Eisen verräumen wir aber noch. Wir haben jetzt noch einen helllichen Tag, das heißt, wir haben jetzt genug Zeit schnell, um da weitermachen mit einem Zuckerrohr. Das kommt ja richtig gut. Wir müssen dann eben mal schauen, dass wir noch Zuckerrohr machen. Aber da baue ich mir, glaube ich, irgendeine Glashalle da oben drauf auf dem Wasser und dann machen wir mehrere Plantagen von Zuckerrohr. Habe ich mir überlegt, dass wir das so in die Richtung könnten machen. Es sieht nicht schlecht aus. Es sieht auch nicht gut aus. Das müssen wir jetzt einfach mal festhalten. So, wir füllen das jetzt mal da noch schnell aus eigentlich. Das heisst, wir können am besten gerade noch mal schnell aufwärts. Aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl, mit dem Dach versaue ich irgendwie das ganze Konstrukt. Da unten haben wir noch ein paar zum Einsammeln. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, so versaue ich mir das ganze Konstrukt, das wir hier am Bauen sind. So. Nein, falsch. Gott sei Dank haben wir wieder eine Axt gemacht. Da können wir auch natürlich gerade wieder das Zeug beheben. So. Da vorne müsste aber fast noch mal so ein Hick drin. Ja, schauen wir es nachher noch an. Fülle jetzt einfach mal aus. Vielleicht baue ich das Ganze nochmal ab und baue es nochmal neu. Vielleicht baue ich das Ganze nochmal ab und baue einfach dann alles neu. So.
So la. So la. Und jetzt haben wir mal so eine Seite fertig gemacht, weil hier in der Mitte würde ich nämlich so einen kleinen Überbau machen, dass wir da so ein bisschen einen Überhang hätten, so wie so eine Rundung und da innen nochmal das gleiche Dach drauf eigentlich. Also das ist jetzt so der Plan. Die Frage ist, ob ich das anbekomme. Und jetzt bin ich mir wirklich am Überlegen, da oben, anstatt jetzt da die Zäune anmachen als Dekoration, ob wir da eben Glowstone reinmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte noch cool aussehen. Das einzige Problem, das ich dann habe, ist, es scheint dann auch so hinten raus. Das heisst, wir müssen da schon fast wieder zumachen von hinten dann. Aber ich habe das Gefühl, so Glowstone können eigentlich noch mega gut aussehen. Wir müssen uns das wirklich überlegen. Weil dann am Abend kommen wir da an und dann leuchtet eigentlich jedes Fach noch irgendwie, hat ihr eigenes Licht irgendwie noch. Und dann haben die Kühe wahrscheinlich auch Freude, oder, wenn sie da ein bisschen Licht haben. Glowstone haben wir, glaube ich, einfach nicht mehr allzu viel. Das müssten wir nochmal schnell nachschauen gehen. Sonst müssten wir nämlich uns nochmal schnell in die Hölle wagen. Dann kann ich mir nämlich noch mal ein bisschen überlegen, ob ich das Dach ein bisschen umbauen oder nicht. Was eine gute Überlegung wäre. Jetzt ist da schnell etwas zugegangen, das ich anschauen muss. Jawohl. Sorry, habe ich schon etwas nachschauen. Sonst hätte ich nicht genau gesehen, wie viel Zeit ich da schon im Spiel drin bin. Das darf ja nicht sein. So, jetzt schauen wir zuerst mal nach, wie viel Glowstone wir haben. Und dann überlegen wir, ob wir das machen wollen. Nein, ich glaube, das ist Pilzlicht. Ah, da habe ich Glowstone noch unten drin. Können wir gerade mal schnell da unten reinschauen. Nur 10 Stück. Also wir bräuchten 3x4 jetzt. Also 3x4. Was sind 3x4? 12. Das heisst, es würden genau 2 fehlen, aber wir könnten, glaube ich, da mit dem Rest Leuchtstaub könnte man wahrscheinlich das noch irgendwie anbekommen. Jetzt muss ich doch noch mal schnell anschauen, wie das gegangen ist. Ich bin mir jetzt ziemlich unsicher. Ich bin mir doch noch ziemlich unsicher, wie das jetzt genau gegangen ist. Ich nudle. Hallo? Was war da unten? Glowstone? Nein, das ist Redstone-Lampe. Redstone-Lampe wäre auch noch cool. Redstone-Lampe wäre wirklich auch noch cool. Aber ich finde gerade Glowstone nicht. Wieso? Ah, da. Ah, das sind sogar nur 4. Ich nudle. Das heisst, wir brauchen nochmal 2 Stück. Das wären 12. 12 sollten eigentlich stimmen. 3x4 sind 12. Und wir haben ja hier 4 Fächer. Das heisst, 1, 2, 3, 4. Nein, 5 Fächer haben wir. 5 Fächer. Das heisst, wir bräuchten 15. 15. Bringen wir 15 an? Ich glaube, 15 bringen wir nicht an. Ich glaube wirklich, 15 bringen wir nicht an. Das heisst, wir müssen wirklich dann nochmal Glowstone holen. Ausser wir machen immer 2 raus, etwas in der Mitte und ein Zaun in der Mitte oder irgendetwas in die Richtung. Aber wisst ihr was? Wisst ihr was? Wenn es euch gefallen hat, dann nehmt doch lieber gerne ein Abonnement da, um weiter zuzuschauen, wie ich dann meinen Kuhstall bauen und unser kleines Schweizer Dörfli aufbauen. Ich danke vielmals fürs Einschalten, wenn es euch gefallen hat. Sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit eurem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten, bis dann und wuhu! Ciao!